Als ich das letzte Mal bei meinen Eltern zu Besuch war, habe ich richtig Streit angefangen. Und die Story erzähle ich jetzt. Passt auf. Und zwar haben meine Eltern in letzter Zeit bei Erna auf der Terrasse Stare öfter mal zu Gast. Sehr süße kleine Vögelchen. Und wir sind draußen gesessen, haben gerade Karten gespielt. Und als ich davor das letzte Mal zu Besuch war, hat sie so ein Star eingezwickt zwischen Regenrinne und Dachzirkel. Und wir sind dann natürlich gleich zur Hilfe geeilt, aber er ist einfach nicht mehr rausgekommen. Dann haben wir überlegt, was machen wir, rufen wir die Feuerwehr. Haben wir dann nicht gemacht, Gott sei Dank, weil in dem Moment, wo ich runter bin und zur Mama gesagt habe, ja, wir rufen jetzt die Feuerwehr, ist er rausgeflogen. Auf jeden Fall verbieten wir seitdem verbal die Stare, das Begehen der Dachrinne, indem einfach geschrien wird, raus aus der Dachrinne oder so. Und wir sitzen halt da und karteln und ich höre metallisches Klappern und ich schrei halt, jetzt sag einmal, schleichst du aus der Dachrinne? Und dann höre ich aus der Einfahrt, na, ich bin's bloß. Und es war unsere Zeitungsfrau, die im Briefkasten von meinen Eltern Speckte eingeschlossen. Ja, sie hat sich ein bisschen geschreckt. Mir war es sehr, sehr unangenehm. Naja, aber ich glaube, sie kommt unserer Dachrinne jetzt nicht mehr zu nahe und das ist ja das, was ich eigentlich wollte. Von dem her passt's. Schön, danke dafür. Sehr gerne. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Wellensittich Stammtisch. Und damit herzlich willkommen, liebe Wellensittiche, zu unserer 32. Podcast-Folge. Ja, leck mich doch am Arsch. Wie kann man denn eigentlich so viel palavern, dass man 32 Folgen aufnimmt? Naja, hier sitzen wie immer eure Chief Wellensittiche-Dress. Hallo, servus. Anja. Servus. Und als Pferd im Stall. Ich. Servus. Servus, Verena. Hallo, Verena. Grüß dich. Grüßt euch. Schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass du da bist. Und schön, dass ihr da seid, liebe Wellensittiche. Es ist echt brutal. Wir werden immer mehrer in diesem Schwarm. Wir sind richtig stolz. Wir freuen uns brutal. Vielen Dank an euch. Wir haben jetzt heute vorhin gesehen, dass eine Folge von uns schon 10.000 Mal angehört worden ist. Oder mehrere sogar. Also es ist echt wild. Krass. Brutal. Ich habe überhaupt keine Worte. Ja. Es ist wirklich der Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank an alle, die so fleißig hören, die alle Folgen nachhören. Wir kriegen immer wieder Nachrichten, wo uns Wellensittiche schreiben, dass sie traurig sind, weil sie jetzt komplett durch sind. Also, falls du noch nicht komplett durch bist, hebst dadurch auf. Bisschen dosierter, das Ganze. Wir verstehen, dass das für euch natürlich so eine Art Crystal Meth ist. Ja. Das, eure Familienmitglieder werden euch wahrscheinlich schon angesprochen haben, dass eure Zähne ein bisschen komisch ausschauen. seitdem ihr so exzessiver Mensch seid, die Stammtisch pumpt. Also ein bisschen runterfahren. Und dann habt ihr auch länger was davon. Aber wir freuen uns natürlich total, wenn ihr da alles nachhört und eure Freundinnen, Freund und Familienmitglieder damit auf die Nerven geht. Arbeitskolleginnen, danke. Dankeschön. Danke, Schwarm. Weitermachen. Und wenn ihr euch fragt, warum redet Anna so extrem schnell, das liegt daran, dass ich auf Cortison bin und ich sag's euch, ich vertrag das gar nicht gut. Aber wie geht's denn euch? Res, wie geht's denn dir? Hallo. Mir geht's so semi-gut. Ich war die letzten 5 Tage auf einem Festival, das war wunderschön, das war fantastisch. Aber ich habe mir leider auch die Festivalseuche eingefangen. Scheiße. Mir ist dann, ja, es gehört ein bisschen auch dazu. Mir ist eingefallen, das war das letzte Mal, als ich auf dem Festival war. Aufmerksame Wellensittiche wissen das ja. Das war nämlich einer meiner Jahresvorsätze, auf Splash zum Fahren. Und das war jetzt dieses Wochenende, beziehungsweise von Mittwoch bis Sonntag. Und ja, es war sehr, sehr schön. Und genau wie das letzte Mal, als ich dort war, habe ich auch diesmal wieder, Kinder, macht's es nicht, aus fremden Flaschen mit unbekanntem Inhalt drungen, von Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Und dann darf man sich, finde ich, auch nur so ein bisschen beschweren, wenn man krank wird. Deswegen, ja.
wenn's dann nur krank wärst, dann Dann geht's geht's. Ja, mein Herz ist sehr voll. Es war sehr schön. Ich habe euch eine besoffene Sprachnachricht gemacht, in der ich, glaube ich, 20 Mal das Wort fantastisch gesagt habe. Und so war es einfach. Ja, da möchten wir auf jeden Fall gleich noch mehr darüber erfahren, aber zuerst noch hier die Gesundheit abklappern. Vreni, wie geht's dir? Wie geht's deinem Hax? Mir geht's gut. Meinem Hax geht's auch gut. Er wurde ein bisschen fest beansprucht am Wochenende, aber er hat's überlebt und chillt jetzt wieder. Das war sehr eklig, Räder grad. Was hat sie gemacht? Ich hab's nicht gesehen. Sie hat ganz widerlich zwinkert, als du gesagt hast, dass der Hax beansprucht worden ist. Mein Gott, ey. Entschuldigung. Sorry. Oh, ich bin zu naiv für diese Runde, ehrlich. Ist schlimm. Naja, Na, erzähl gerne dem mehr. Hax geht's wieder gut. Der Hax darf nachts jetzt auch gelüftet werden und muss nicht mehr in seinem Gefängnis sein, aber nur nachts. Das klingt sehr Duschen befreiend. darf er immer noch nicht, was sehr schlimm ist, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Aber liebe Wellensittiche, wenn ihr diese Folge hört, dann habe ich gestern auf Nacht so richtig geil duscht. Nur, dass ihr das wisst. Oha. Schön. An dieser Stelle Herz auf, echt Verena beim Duschen vorzustellen. Oh mein Sind wir Gott. schon wieder soweit. Wir sind schon wieder soweit und ich möchte nur ein herzliches Danke sagen für die ganzen gefotoshoppten Wellensittiche mit Menschen. Boah, nein, da bedanken wir uns nicht. Okay, dann holt's euch kurz die Ohren zu. Ich und der Schwarm, wir haben was auszumachen. Leute, ihr seid die Besten. Das war wundervoll. Das war nur geil. Also es gab verschiedene Photoshop-Kreationen oder weiß ich nicht, wie es das gemacht Das hat. schneide ich Vielleicht raus. mit KI. Es bleibt ja alles drin. Es bleibt ja alles drin. Ich habe leider diesmal nicht die Schnitt gemacht. Anja wird die Folge schneiden. Warum werdet ihr das jetzt auch nicht hören? Schade. Schaut. Es bleibt drin. Es gab auch einen Wellensittich, der Verena war, der seinen Hax aus der Badwanne rausgehalten hat. Das war auch wundervoll. Fand ich ganz, ganz gut. Und ein Wellensittich hat einen Arschlochmund gehabt. Das ist also Was Stoff dann wohl du? für Träume, würde ich sagen. Ja, mir ist dann nur danke. geschrieben worden, dass ich ausgelassen worden bin bei den Features und was ich immer wünsche, aber ich hab's gekonnt ignoriert. Also, Schade. Verena und ich fanden es sehr eklig. Danke dafür. Oh, es war schlimm. Es war richtig schlimm. Macht's Vor es allem nicht wieder. der Wellensittich, der seinen Hax aus der Badwanne rausgehängt hat, habt ihr diesen Fuß gesehen? Ich habe reingesungen, Der ja. hatte Vogelkrallen. Ja. Haxen. Ich hab nicht reingesungen. Keine Menschenbeine. Das fand ich frech. Ich fand's Fand schön. ich frech. Weil mir da unterstellt wurde, dass ich so richtig eklige Hobbit-Füße hab. Und nein, habe ich nicht. Ich aber schon. ich sag's euch nicht. Ich habe extrem eklige Hobbit-Füße, nur, also falls ihr euch das gefragt habt. Gut. Nur über Füße geredet. Ja. Nur fetisch befeuert. Anja, wie geht's denn dir eigentlich? Ha? Verzeih. Ja, wie gesagt, also ich nimm ja noch nach wie vor Cortison. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt verzeiht habe, dass ich Cortison nimm, aber es ist wegen meine Ohren. Da habe ich so eine Stoßtherapie jetzt machen müssen. Und am Anfang hat das tatsächlich einfach meine Symptome bekämpft. Also da ging es mir dann auch echt wieder gut. Und jetzt muss man das also ausschleichen lassen. Und es ist tatsächlich auch jetzt gerade wieder auf seinem Peak, dass ich das Gefühl habe, ich bin sehr überdosiert in irgendeiner Droge. Also es fühlt sich an, als nicht, dass ich da schon mal einen Vergleich gehabt hätte, also so möchte ich jetzt ja nicht reden. Aber es fühlt sich an, als war ich nicht mehr ganz Herrin meiner Sinne. Also schauen wir mal, was heute aus diesem Mund so rauskommt. Mir ist sehr heiß. Ich frage seit Tagen immer Leid, ist euch auch so heiß? Und nie ist jemand so heiß wie mir. Aber Therese hat vor der Aufnahme gesagt, ich kann sie fragen. Ja. Es ist dir auch so heiß. Ja, mir ist unfassbar heiß. Ich weiß nicht, ob es das Vierbe ist oder Dachgeschosswohnung, aber es ist unfassbar heiß. Danke. Okay, ich liebe auf jeden Fall, was wir hier heute für ein Lazarett benannt haben. Stimmt, Ja. na, doch. Der Verfall ist nicht merklich. Oh, wow. Ja, aber Therese, wie war's denn auf dem Festival? Hat es rendiert als Jahresvorsatz? Es hat sich auf jeden Fall rentiert. Es war wirklich, wirklich schön. Das Wetter war leider nicht so 100%ig mit uns. Es hat Freitag, Samstag und Sonntag geregnet. Immer so on-off. Das war kreislig. Und das hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass
dass mir jetzt nicht ganz so gut geht. Die Nächte im Zelt waren auch sehr kalt. Ich kenne das eigentlich von Festivals so, dass man immer schwitzt, weil es extrem heiß ist, aber na, diesmal nicht. Wir sind dann tatsächlich eine Nacht dazu übergegangen, zu dritt in einem Zelt zum Schlafen, weil uns so kalt war. Dass man Das wäre wert. okay, wenn 3 Menschen in einem Zelt sind, vielleicht hilft das. Es hat geholfen, aber es hat halt leider auch dazu geführt, dass ich um 6 Uhr wach geworden bin, weil ich dachte, wer hat die Sauna angemacht? Naja. Ja, das ist ja immer das Gute. Dass dann in der Nacht Das ist immer das sau Gute. kalt ist und in der Früh ist es sau heiß, wenn dann die Sonne draufknallt. Danke. Ja, danke dafür. Und auch nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere Zeltnachbarn, die uns mit dem Zähneputzen-Song geweckt haben. Der ist ganz, ganz schlimm. Das ist so ein Techno-Remix, wo es darum geht, dass jemand aus dem Mund riecht, als hätte der Bierlaster quer drin parkt, Zitat, und dass er doch eigentlich nur Zähne putzen soll. Spricht mir an. Und so bin ich geweckt worden. Alternativ hat es auch passieren können, dass man davor geweckt worden ist, dass Leute ganz laut Goretzka über den Campingplatz geschrien haben. Okay, warum? Also das war Fußballer und es Ja. gibt anscheinend irgendeinen Influencer, der immer zu verschiedene Spiele fährt, aus dem Bus aussteigt und sie dabei filmt, wie er ganz laut Goretzka schreit. Okay. Und das macht man jetzt anscheinend so. Es war toll, es war fantastisch. Okay. Genau, außerdem möchte ich noch berichten, erstmal noch zum Campingplatz. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben getrichtert und dann gleich 5 oder 6 Mal hintereinander. Die Zahlen, Da war ich sehr stolz, ja, ich auch. Ja, als wir die Nachricht Das war- gekriegt haben, ja. dass 4 getrichtert wurde und dann kam die nächste Nachricht, Bier. Stimmt, ja. Das war toll. Also ich war vorher nicht bekannt mit dem Konzept des Trichterns, weil ich das immer nur bei Freundinnen beobachtet habe und dann halt gesehen habe, dass das Bier sehr schnell auch wieder rauskommt, so schnell wie es reingeht, also der Ja. Schaum und alles halt. Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich halt festgestellt, dass halt, naja, ich bin natürlich die Beste in allem und von dem her auch Klar. die Beste im Trichtern, ist eh klar. Dann hast du festgestellt, dass du fucking versetzt drum bist. Ja, das hat keiner ahnen können. Ja, da waren wahrscheinlich alle komplett schockiert. Ja, und Ja. nein, was? Diese Frau kann Hätte Bier ich da trichtern? echt nicht zutraut. Naja. Man lernt nur so viel übereinander. Ja, das stimmt. Und von die Acts her war es auch sehr, 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 sehr schön. Ich habe einen meiner Lieblingsrapper gesungen. Das war fantastisch. Ich war in jedem Moshpit, der sie angeboten hat. Ich habe jedem Komplimente gemacht. Ich habe einen Typen gesehen, der hat einen Grimace-Hut und eine Grimace-Bauchtaschen aufgehabt. Oha. Aber er hat's nicht hergegeben, leider. Aber er hat einen Wellensittich der Woche, den wir hier auch schon gekürt haben, an Madara, der war nämlich auch mit auf diesem Festival, der hat den geküsst, die haben sie geküsst und dann haben die einen die Hüte getauscht. Wie es dazu gekommen ist, müsst ihr wen anders fragen. Ich weiß nicht so genau. Aber das ist auf jeden Fall auch passiert. Grüße an Und- Madara, er ist zu Recht Wellensittich der Woche, weil ich habe einen Videoanruf gekriegt und er hat auch noch einen Anja Bamaria, ich habe meinen Namen falsch ausgesprochen, glaube ich gerade. So nicht. Er hat auch noch einen Anja Bamaria Merch gehabt, das hat mich sehr, sehr gefreut. Danke dafür. Ja, das war Und schön. Dres hat gesagt, dass er auch noch sämtliche meiner Songs in einer Playlist da hat, obwohl er ein Preis ein Wellensittich ist. Also, danke schön, Madara. Ja, das hat mich sehr gefreut. Ich bin irgendwann vom Dixie-Klo zurückgekommen und hab Anja Bavaria auf dem Zeltplatz gehört und hab gedacht, heimgekommen, so schön. Oh. Wenn der Papa für mich singt, dann bin ich daheim. Ja, wirklich, wirklich. Als hätte ich daheim geschissen. Schön. Ansonsten habe ich noch ganz viele schöne Outfits bewundern dürfen. Das hat mich auch gefreut. Also manche Leute geben sich da so krass Mühe. Das finde ich immer brutal, wie man in einem Zelt schlafen kann und danach so ausschauen. Also da Respekt an alle, die da super gestylt rumgelaufen sind. Und sonst, was war noch auf dem Festivalgelände, was ich euch berichten kann? Es gab wieder die Dixies, wo man mit Stroh spülen muss. Kennt ihr das? Gott sei Ja. Dank nicht so wirklich. Also das ist quasi ein Plumpsklo und du kriegst einen Plastikbecher voll mit Stroh und wenn du fertig bist, schützt du einfach das Stroh ins Plumpsklo rein und dann gehst du. Okay. Ja, das vielleicht nur als kleine Information. Auch das gibt es. Schön. Ja, Doch. Ja, Wissenschaftspodcast. Das ist den schenke ich euch. verschiedene Arten der Klospülungen. Ja.
Also mein Lieblingsfestival im Moment, und ich war gar nicht dabei, aber dadurch war ich dabei, war, als Dres auf einmal einen Videoanruf gestartet hat an unsere Gruppe quasi, an unserem WhatsApp-Chat. Und ich bin vor der Verena hingegangen. Verena ist Gott sei Dank noch nachgekommen und hat sich das nicht entgehen lassen. Ne? Aber ich hab davor schon ungefähr 10 Minuten, die besten 10 Minuten meines Tages gehabt durch Dress, weil sie mich angegriffen hat und nur gelacht hat. Sie hat so einen Lachanfall gehabt. Es war nur schön. Ja, ausgelöst worden ist der Lachanfall von einem fragwürdigen Typen, sagen wir es mal ja so. Ich hab ein paar Spätzl am Bahnhof abgeholt vor diesem Festival und die dann mit dem Auto mitgenommen. Und als ich da am Bahnhof gewartet habe ich jemanden gesehen, der halt auch sein Auto komplett voll hat mit Festivalzeug und da mit seinem Campingstuhl sitzt und offensichtlich auch wartet. Und dann habe ich gedacht, weißt du was? Einfach auch mal offen sein. Fehler, wie sich herausstellen sollte. Naja, bin ich hingegangen und habe gesagt, Servus, fahrst du auch auf Splash? Sagt er, ja. Sag ich, schön. Und holst jetzt auch noch Leute ab vom Bahnhof, oder? Ja, genau. Und dann habe ich halt gedacht, vielleicht ist er aus der Gegend und kann mir sagen, wo es hier nur das beste und günstigste Dosenbier gibt auf dem Weg, dass man noch ein bisschen was mitnehmen kann. Und dann haben wir uns da halt schon so ein bisschen unterhalten. Und dann sind die Spätzl von dem gekommen und er hat gemeint, ja, lass uns halt Handynummern austauschen, dann treffen wir uns auf ein Bier. Ich dachte, voll nett, super, voll gut, wenn man schon mal jemanden kennt auf dem Campingplatz, passt. Und dann hat er am ersten Festivaltag schon gefragt, uns hat's gut angekommen, hat alles passt, bla 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 bla. Und ich habe einfach nicht auf mein Handy geschaut, ich habe eine gute Zeit gehabt. Ich war mit dem Trichtern beschäftigt, muss ich sagen. Wichtig. Und Man muss auch Prioritäten setzen. Genau. Und dann haben wir uns halt immer wieder so verpasst. Und irgendwann hat er halt dann angerufen und hat gesagt, hey, wie schaut's denn jetzt aus? Treffen wir uns halt jetzt endlich auf ein Bier. Ich hab dir so viel zu erzählen, hat er gesagt. Und dann hab ich schon gedacht, echt, oder? Aha. Was kann das sein? Aber gut. Und sie hat sich auch, haben wir dass sie uns euch viel lang kennen. Ihr habt ja so viel zu erzählen. Ja, und man muss da echt vorsichtig sein, wenn Leute so große Ankündigungen machen und dir spannende Dinge erzählen wollen, weil es war die langweiligste Geschichte dieser Welt. Weil alles, was er zu erzählen gehabt hat, war, dass halt in seinem Camp 2 Leute schlafen, die später auch mit auf der Bühne stehen bei irgendeinem Act. Und das war die ganze Geschichte, die man unbedingt erzählen muss. Was? Das, also Künstler? Wow. Leute auf der Bühne? Künstler. na, jetzt hörst auf. Das ist gut, dass ja der Wahnsinn. Rest Bescheid gegeben hast, auf jeden Fall. Ja, da war ich auch beeindruckt. Also vor allem hat das ja auch er als Menschen aufgewertet, muss man sagen. Das darf man auch nicht vergessen. Die Ja. Info, die war wichtig. Die war wichtig. Als er angekommen ist, hab ich mir schon gedacht, oh je, Anja hätte auf jeden Fall ein persönliches Problem mit ihm, weil er hat so diese deutschen Sandalen angehabt mit Klettverschluss. Die Jesus-Latsch, ne? Ja, genau. Klappball. Wenn dich erinnern Sie, die zweite Folge gehört haben, wo ich drüber geredet habe, was mich sexuell absolut abstoßt. Und dass ich mich dafür nicht entschuldige. Und ich entschuldige mich jetzt noch weniger dafür. Zu seiner Verteidigung, oder weiß ich nicht, ich habe das auch nicht als Date oder so wahrgenommen. Wie sich herausstellen sollte, war ich die einzige Person, die das nicht als Date wahrgenommen hat. Aber So. Also wir möchten Aber jetzt nochmal gut. verteidigen. dass das nicht schlimm ist, was anzuhaben, was sexuell nicht anziehend ist, weil es war ja kein Date. Aber für ihn ja Ach eigentlich so, schon, nein, also es ist ja gar keine generell, Verteidigung. nein. Das ist keine Entschuldigung. Ja. Na, aber da muss man jetzt auch mal sagen, das ist ja meine persönlich private Präferenz. Also kann ja sein, dass na, das kann nicht. Ich kann nicht Mit sehr viel hast Leid kurz heißt diese überlegt. Präferenz. Ich will kurz diplomatisch sein, aber das kann nicht sein. Na, bei dem Thema nicht. Das kann nicht sein. Oh. Gut, es war warm. Manchmal hat man einfach Sandalen an. Na, ist halt so. Ich hab Na, ja ist halt so. Ja. Aber halt nicht die. Aber halt nicht. Man darf halt dieser da nur. Wir haben nur große Reden geschwungen von wegen, interessiert euch nicht dafür, was andere auch haben. Außer, ihr wollt mit der Person schlafen. Ja, nicht.
Der wir auch nicht. Wir erzählen uns das ja nur untereinander. Wir erzählen es ja nicht in einem Podcast, den 10.000 Leute hören. Von dem her, naja. Ja, es wird so respektlos. Aber er hat's verdient. Ja, das muss man jetzt auch dazu sagen. Wir haben halt dann so geratscht und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man merkt sofort, entwickelt sich hier gerade ein interessantes Gespräch auf Augenhöhe oder wird das ein Interview? Und ich habe sofort festgestellt, wenn ich diesen Menschen nicht interviewe, dann haben wir hier sehr viel unangenehmes Schweigen. Deswegen bin ich sofort in Journalismusmodus gegangen und habe mir an jedem kleinen Detail, das er erzählt hat, aufgehängt und dann daraus eine Frage und so weiter. Weil ich gedacht habe, wir haben Bier dabei, das möchte ich jetzt nur trinken und dann möchte ich gehen. Und solange ich dieses Bier trinke, hätte ich gern kein unangenehmes Schweigen. Und dann hat er halt verschiedene Storys erzählt. Es war einfach von vornherein unangenehm. Er hat mir von seinen Drogengeschichten erzählt, was mir wurscht ist. Er hat mir von seinen Sexgeschichten erzählt, was dann schon ein bisschen unangenehmer war. Und er hat immer wieder so mich dann angeschaut und so auf mein Schlüsselbein seine Hand so gelegt und gesagt, aber was da drin ist, das möchte ich wissen. Und dann habe ich gesagt, hä? Also, ich kann nicht. Was willst du? Ich kann nicht. Du hast aber Zitate rausgehauen. Danach, weil Theresa hat uns quasi direkt nach diesem Gespräch angerufen, weil sie selber quasi nicht fassen hat können, was sie gerade alles gehört hat. Ja. Und die Zitate, die haben mich schon so fertig gemacht. Irgendwas mit Löchern, hat er doch gesagt. Dass Frauen ja so viele Löcher haben, die wo man stopfen kann, so ungefähr. Ja, und dass eine gute Frau weiß, wann man sie einfach nur starthalten muss zu diesem Zweck und so weiter. Also es war wirklich respektlos. Ich komme auch nicht. Und dann nur die Schuhe dazu. Ich kann nicht. Ja. Theresa hat sehr gelacht und hat auch noch gesagt, und das vor einem Typen, der ausschaut, als hätte er noch nie gefickt. Das ist gemein. Das ist gemein, aber sehr passend und sehr lustig. Ja. Ist so schlimm. Vor allem neben mir ist auch gerade der Kid-Rap geguckt bei diesem Videoanruf und dann hat Dres halt eben das mit den Löchern erzählt und hat dann gesagt, und dann hat er gesagt, du bist so anders als die anderen Frauen. Und dann hat der Kid-Rap gesagt, warum? Hast du noch mehr? Delfin-Res. Oh Gott, da habe ich mich hinlegen müssen, als ich das gehört habe. Das war so schlimm. Und es war so schön, weil es war dann so ansteckend. Also wir sind dann alle, also Verena auch dazu gegeben, wir sind dann alle am Boden gelegen, weil Theresa halt immer wieder seine Zitate rausgehauen hat und aber selber immer wieder ihren Kopf so hintergeschmissen hat vor lauter Lachen. Ja. Also das Schönste an dieser Zusammenkunft war das Gesprächsthema danach. Ja, wirklich, wirklich. Das Schönste an dem Treffen mit dem Typen war das Telefonat danach mit euch. War eine Sache, wollte ich noch sagen, dass er halt gesagt hat, ja, er spürt einfach sofort, dass wir voll die Verbindung haben und dass ich halt eine Alpha-Frau bin. Also, ja, eine Alpha-Frau bin. Und ja, da brauchst du jetzt gar nicht so lachen. Ich verstehe das nicht einmal. Ich weiß auch nicht. Ich frage mich, wo er seine Luft ansaugt. Muss ein Besonderes sein. Ja, offensichtlich nicht an der Rest hier im Luftdruck. Nein. Auf gar keinen Fall. Und dann hat er gesagt, ja, und selbst wenn jetzt hier körperlich nichts zwischen uns passiert, und dann habe ich gesagt, Freundl, den Zahn kann ich da gleich hier und jetzt. Es wäre also nichts. In keinem Szenario, ich möchte das nicht. Ich dachte, wir treffen uns auf ein Bier und du bist hier so seltsam. Und dann hat er halt so gesagt, ja gut, dann investiere ich halt ab jetzt nur noch 70% weniger in dieses Gespräch. Und das finde ich auch sehr respektvoll. Und da habe ich mich einfach auch gleich gut behandelt gefühlt, vor allem, weil er danach gesagt hat, macht ja nichts, wir können ja trotzdem befreundet sein.
Stimmt, das mit die 70% habe ich schon vergessen. Ich liebe auch, dass er das sagt, wo du doch die Interviewerin warst. Ja, genau. Also, dass er weniger investiert, wo Ja. du ja die warst, die investiert hat. Ja. Und das Schönste, was er gesagt hat, ist, dass du nicht ausschaust wie jemand, der arbeitet. Was? Wie? Wie jemand, der arbeitet. Ja, das war auch gut. Das war schön, ja. Wo er recht hat. Das war halt so absurd. Das mit dem Internet ist ja keine Arbeit. Ja. Was ein Kidrap und mich auch noch komplett zerbrochen hat, war der Satz, er löscht jetzt deine Nummer, weil sonst verrennt er sich irgendwas. Ja, ja, ja. Ja, er hat auch gesagt, dass das extrem seine Gefühle verletzt, dass ich nichts von ihm möchte. Und dann habe ich halt gesagt, du kennst mich, wir kennen uns nicht. Ich habe keine Macht über deine Gefühle. Ich kann deine Gefühle nicht. Wie kann das deine Gefühle verletzen? Doch. Dann hat sein Opa angerufen. Habe ich euch das schon erzählt? Nein. Dann hat sein Opa angerufen und ihn zum Geburtstag eingeladen. Und dann hat er gesagt, ja, Opa, ich sitze hier gerade mit einer wunderschönen Frau, aber die will mich einfach nicht. Und dann hat der Opa gesagt, ja, mei, aber kommst du jetzt mit zum Mongolen oder nicht? Männer immer so empathisch. Ist egal, wir runden das Ganze ab damit, dass ich sagen kann, es war trotzdem gut, dass ich mich mit dem getroffen habe, weil ich schon lange nicht mehr so gelacht habe wie in dem Telefonat mit euch danach und weil ich jetzt 2 Dosen Bier im Plus bin. Ja. Und das ist auch was man nicht vergessen darf. Wir haben nämlich ungefähr die ganze Zeit, weil das fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich auch, liebe Wellensittiche, warum hört sich ein Mensch das die ganze Zeit dann wenn jemand so Scheiße Ja, labert, ja. da war ich sofort weg, sofort weiter weg. Aber der besoffene Räsbert hat darauf nur geantwortet mit, ja, weil ich 2 Bier haben wollte. Dazu muss man sagen, auf unserem Campingplatz hat es ungefähr nur 500 Bier gegeben, aber ich war sehr interessiert an die 2, die neben mir gestanden sind anscheinend. Also in meinem Suffschädel war das die beste Taktik, sie das auch zum Hören, das Bier zum Trinken und dann zum sagen, weißt du was, danke, servus. Aber ich finde, so wie du das erzählt hast, war es auch ein bisschen wie so ein Unfall, oder? Also irgendwie es war hat so man hinschauen absurd. müssen. Ja. Ich habe auch zwischendurch, ich habe euch ja ein Zitat, das so eklig ist, dass wir das hier nicht wiederholen, geschickt. Und er hat die Aussage gemacht und dann habe ich gesagt, sag das nochmal, das muss ich mal aufschreiben. Und dann hat er mir es nochmal diktiert. Und also es war Stimmt, alles so ja. absurd, dass ich gedacht habe, das passiert hier gerade nicht wirklich. Also, ja. Genau, das war schön. Na doch. Ja. Also wenn's mal eine Frau rumkriegen wollt, Exakt so. nicht. Der Ketchup hat dann noch auch gesagt, das gibt's doch nicht. Er hat sowas noch nie erlebt, dass Männer so reden dann und so. Und wir haben da auch schon drüber geredet, dass für Männer das oft dann so ist, so was, das gibt's ja nicht. Aber Frauen sagen immer gleich, ach so. Also das ist so, Ja. Frauen überrascht das nicht so krass. Ja. Nein, gar nicht. Oh, na, weil sich jeder Aber schon voll. irgendeine brutale Affenscheiße anhören hat dürfen. Und man muss aber jetzt sagen, das ist nicht repräsentativ für Festivals, finde ich, weil man kann da sehr gut, sehr lustige Leute kennenlernen, mit denen man genau das haben kann, was ich wollte. Und zwar ein lustiges Gespräch, während man ein Bier trinkt. Ja, Aber gut, naja. es sind auch Deppen unterwegs. Es ist so. Aber sie geben ja ein Zeichen. Du hast das nur nicht. Ja. Gott sei Dank. Ich wollte nicht einmal kein überflächliches Arschloch sein und schau, was ich Ja, davon eben. hab. Naja. Einfach mein eigener Ratschlag befolgt Ja, und jetzt haben wir das. Na toll. Na toll. Oh, Oh, das war gut. na. Also sie Na, widersprechen sich ja so. Ja. Ihr wisst ganz genau, auf was Therese hinaus will bei ihrer Sommeransprache, gell? Ihr wisst, dass da nicht hier um die Jesuslatschen per se ging,
Gell? Es ging um Körper. Habt's kapiert. Ja, genau. Weil ihr seid schlaue Wellensittiche in unserem Schwarm. Da haben wir nämlich nur die ausgewähltesten Exemplare. So. Ja. Jesus-Latschen werden weiter gehatet. Nichts gegen die Jesus. Naja, moving on. Der hat sowas wahrscheinlich gar nicht getragen. Der ist wahrscheinlich auch sauer, wenn ich das so nenne. Ja, wahrscheinlich. Er kann sowas nicht tragen, aber es ist Klettverschluss. In der Weiß zurück. Oh Gott. Oh, Hilfe. Oh, ich schwitze immer mehr. Ich schwitze auch schon wieder. Der Oberlippenschweiß ist schon wieder am Start. Oh, Naja. na, danke. Danke, Typ. Danke, Res, fürs Teilen. Sehr gern. Vreni, was hast du erlebt? Weil du hast gesagt, dass deine Beine sehr beansprucht waren. In welche Öffnungen waren die drin? Boah. Ich war am Wochenende in die Berg. Ich war auf der Zugspitze. Wow. Wirklich? Ich habe eine Watzmann-Überschreitung gemacht. Alter. Und auf dem Großglockner war ich auch noch. Blöde Sau. Ich hab das kurz geglaubt. Ihr habt so viele Sprachnachrichten geschickt, während ihr auf diesem Festival war. Ich habe irgendwann eine verzweifelte Sprachnachricht zurückgemacht und gesagt, Herz auf, ich brauche eine Zusammenfassung, ich kann hier nichts runterladen. Ich habe kurz gedacht, ach, mein Gott, Verena. Da wird keine Rücksicht genommen. Ja. Ja, also die Berg waren im Fernseher und ich war auf dem Kanapee und hab die Bergretter bei ihren Missionen zugeschaut. Also ich war sozusagen nur im Fernseher innen drin, in die Berg innen drin, aber das war fantastisch. Sehr gut. Anja, was hast du erlebt? Ja, ich war ja emsig. Ein wunderschönes Wort. Ich war ja, Hast du nur Husten? na, danke der Nachfrage. Ich war ja hochmotiviert durchs Cortison. Also ich hab dann nochmal gegoogelt, ob das wirklich vom Cortison kommt, und es kommt leider vom Cortison. Ich hätte gern so viel Antrieb generell in meinem Leben. Also falls irgendeine Wellensittich weiß, wie man das normalerweise kriegt, außer Drogen, gibt's mir bitte Bescheid. Weil es war krass, wenn man einfach mal Dinge erledigt kriegt. Also ich habe sämtliche Schränke aussortiert und so und Sachen weggefahren auf dem Sperrmüll und einfach so erwachsenen Sachen erledigt. Pfandflaschen weggebracht, da hab ich wieder Miete zahlen können. Nein, also echt richtig viel, Respekt. ja, richtig viel erledigt gekriegt. Bis dann es ein bisschen umgeschlagen hat, also bis es dann irgendwann so war, dass dann ich nur noch Probleme irgendwie gekriegt habe durch das Cortison. Also da habe ich jetzt nicht mehr so viel gemacht. Da war ich dann eher ein bisschen ausgenockt. Aber ja, davor ist gut was gegangen. Das hat mich sehr gefreut. Und ich habe einen Tag lang, weil mein Booker hat gesagt, ja, du musst mehr Stories machen. Er interessiert sich dafür, wie so mein Tagesablauf ausschaut. Und ich finde es aber immer komisch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich so Influencerin sein möchte. Aber man muss halt irgendwie als Musikerin... Vielleicht sollte man mal in unsere Chatgruppen einfach mit Neid dann weiß er, was du den ganzen Tag machst. Ja, das ist ja das. Ich habe auch gesagt, ich habe Freunde. Na, es klingt jetzt sehr arrogant, aber ich denke mir das echt so, ich erzähle ja euch den ganzen Tag, was ich tue. Und ich habe nicht so krass das Bedürfnis, dann das fremde Leute zu erzählen, weil ich mir dann auch denke, die interessieren sich dafür halt auch sehr wahrscheinlich nicht wirklich. So, bei euch setze ich jetzt einfach voraus, dass ihr euch dafür interessieren müsst. Wir interessieren uns auch sehr. Also wir fragen uns auch gegenseitig voll. sehr oft, was macht's ihr, was esst ihr gerade, Ja. was isst ihr später noch? Und wenn man hört, dass irgendjemand Auto fährt und nicht sagt, wo er hinfährt, dann wird man auch wieder. So. Ja. Wohin fahrst du? Wo fahrt ihr euch je? Und es ist auch oft, dass hier Fotos eingefordert werden. Schick Ja. ein Foto, was machst du gerade? Ja. 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 Und ich habe jetzt irgendwie also die Theorie, dass vielleicht Influencer das teilweise ein bisschen aus einer Einsamkeit heraus gestartet haben, so teilweise. Weil, wie gesagt, ich habe da echt nicht so krass das Bedürfnis, aber ich hab's dann übertrieben und hab dann so richtig unnötige Infos den ganzen Tag gegeben, hab auch hier a Get Ready With Me gemacht, also hab mich geschminkt und hab jetzt so erzählt, was ich so Geil. treibe und keine Ahnung was. Und es war sehr lustig, weil mir dann auch
sehr viele Männer geschrieben haben, dass sie nicht wissen, warum, aber sie hat's komplett abgeholt. Schön. Aber ich verstehe es. Ja. Ich habe das geliebt, diese Infos, die du normalerweise per Sprachnachricht durchschickst, Ja. auch mit Video zu haben. Ach Das so, war ja. wundervoll. Ja. Ja. Ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Vielleicht soll ich so einen Tag in der Woche einführen, wo ich das jetzt immer mache. Jeden Tag kann ich mir das Ja. nicht vorstellen. Ja, mach das Oh, doch. das da die lieben. Schon? Ja. Naja. Ja. Ja, Cool. ein Mädel hat mir auch geschrieben, ich liebe das, Leute bei so stinknormalen Alltag zuzuschauen. Vreni und Rest sollen das auch mal machen. Also ja, Oh Gott. das ist Bescheid. Ja, ich denke mir dann immer so, keine Ahnung, ich habe jetzt heute wieder eingekauft. So random Deko-Sachen. Und ich liebe das, wenn andere Leute das sagen. Also wenn die sagen, was sie sich heute an Deko gekauft haben. Aber ich denke Ja. mir jetzt so von mir selber, ich möchte jetzt kein Video davon machen, weil ich denke mir dann immer, interessiert doch keinen. Also so, Doch. hey, was Doch. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt's jetzt demnächst random Videos von mir, wo ich irgendwas ausbackel, was ich gerade eingekauft habe oder keine Ahnung, oder wo ich dann euch mitnehme zum Schrank sortieren. Wer weiß, schauen wir mal. Schön, Ob ich dann noch motiviert bin. Naja, aber sonst ist bei mir eigentlich auch nichts passiert. Ich muss gerade überlegen. Na, ich war richtig ausgenockt dann am Wochenende. Ich wollte mein Drogen-Ich nicht herzogen. Ich hoffe, wir kriegen uns das Video nicht gespart, weil ich in dieser Folge so oft Drogen sage. Aber es waren gar die richtigen Drogen. Na, ich bin sehr froh, wie ich das gerade so jetzt wieder absitzen kann diese Woche. Ja, es ist nämlich wissenschaftlich. Und dann hoffe ich, dass mir irgendeiner Wellensittich einen geilen Antriebstipp gibt und dass sie, oder uns alle, das war gut. Bis dahin, wir sehen uns am Samstag auf dem Mallorca Sommerfestival im Landkreis Augsburg in Gablingen. Da müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ihr aus der Ecken seid und noch nichts vorhabt, weil das ist sau cool. Ich liebe das Festival. Also, ich glaube auch, wenn man nicht so krass mal in Musik hört, kann man da sehr viel Spaß haben. Zumindest wurde mir das so rückgemeldet. Also schaut's da auf jeden Fall mal vorbei. Da hat mich sehr, sehr gefreut, wenn wir uns da vielleicht sehen, den ein oder anderen Wellensittich. Meine Lieben, wir kommen zu unserer beliebten Kategorie. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Die 3 Besten, die 3 Schlimmsten. Oh nein, leck mich fett in die Fressen geschissen. Und weil ich die Woche so viel auf die Ketten gekriegt hab, sagt man das so? Ja. Ja. Gut. Und weil ich die Woche so viel auf die Ketten gekriegt hab, ausnahmsweise, da ich gern von euch wissen, was habt ihr so richtig im Griff versus was habt ihr überhaupt nicht im Griff? In aufsteigender Reihenfolge. Vreni, wir wissen doch, dass du dein Leben im Griff hast, also hau raus. Ich fange an mit 3 Dinge, die ich absolut im Griff hab. Auf Platz 3 der Dinge, die ich komplett im Griff hab, ist, dass die Anja pünktlich zu ihren Auftritte kommt. Wenn die Anja und ich zusammen wo hinfahren, dann sag ich, wann wir losfahren müssen, Ja. wann wir uns wo treffen. Ja. Und dann ist immer so geplant, dass man nur zum Bieseln gehen kann, dass die Anja spät kommen kann zu unserem Treffpunkt Ja. und dass wir nur im Stau stehen können. Und dann sind wir immer wunderbar pünktlich vor Ort, egal wie lange die Fahrt dauert. Danke dafür. Auf Platz 2 der Dinge, die ich absolut im Griff hab, sind Dinge, von denen ich sag, dass ich's mache, weil die mache ich dann einfach auch. Also ich bin zuverlässig. Ich sag, Gänsehose. ich mach das, mache ich das. Innerhalb der nächsten Tage wird das erledigt. Zu 100%. Meine TheaterkollegInnen werden sich so gerade denken, ach ja, ist das so. Alles gelungen. Ich habe nämlich mal vor ein paar Jahren Jahre. Jahre. Unsere Theatervorstellung wird immer einmal aufgenommen auf DVD, dass wir halt einen Film davon haben. Und dann war es vor ein paar Jahren mal so, dass die uns da immer gefilmt hat irgendwie wenig Kapazitäten gehabt und konnte es nur filmen, aber hat keine Zeit gehabt, das zu schneiden. Und ich habe großkotzig gesagt, ja klar, ich schneide das. Und dann kam es so, dass ich dieses Material mehrere Jahre auf meinem Laptop tatsächlich liegen gehabt habe. So lang, bis das Videoformat schon sehr veraltet war. Also ich hatte dann noch
als ich es dann tatsächlich geschnitten habe, ein paar Jahre später, ich hab's gemacht, ich bin zuverlässig, es wurde erledigt. Aber ich musste dann erst dieses Uraltmaterial noch umwandeln in irgendwas, was man schneiden kann. Das war ein bisschen kacke, aber war mir dann selber zuzuschreiben, naja, aber ich hab's gemacht. Und auf Platz 1 der Dinge, die ich absolut im Griff habe, ist mein Kalender. Wenn in einem Gespräch auch nur einmal fällt, dass an diesem oder jenem Datum eventuell ein Wellensittich-Wochenende stattfinden könnte, dann wird dieses Wochenende geblockt, sofort. Dann steht es da drin. Selbst wenn das noch nicht fix ist, weiß ich, das ist noch nicht fix, aber ich weiß, dass hier nichts anderes ausgemacht wird. Und dann heißt es irgendwann eine Woche vorher, wo die anderen zwei, ja, da kann man es ja machen. Und dann sage ich, ach, echt? Das habe ich mir ja schon geblockt. Ich wollte fragen, wann wir uns treffen, weil ich es vergessen habe. Am 1. und am 2. August. Aber der Rest kommt nur am 2., nur zur Info. Ja, dann ist das Oder am ersten nachkommen. Ich weiß noch nicht genau, aber wir schauen. Genau. nur, dass ihr das auch wisst, liebe Wellensittiche. Nur, dass ihr das auch wisst. Genau. Dann kommen wir zu den Dingen, die ich absolut nicht im Griff habe. Oh. Die gibt's. Auf Platz 3 der Dinge, die ich nicht im Griff habe, ist mein Handy-Scroll-Verhalten. Wenn ich in eine App eintauche, dann bin ich drin. Und dann komme ich oft nicht mehr raus. Und dann habe ich da einen wilden Mix aus Baby-Hunde-Videos, aus Pferdevideos, aus Baby-Schaf-Videos. Oh. Und das dann noch gepaart mit so Frauen in Afghanistan haben keine Rechte mehr und mit so anderer Scheiße, die in der Welt passiert. Aber zwischendrin kommt ja immer wieder so ein Babytier-Video. Und das hält mich dann, weil ich will ja wieder zu der nächsten schönen Information. Zum Beispiel ein Pferd, das in einem See steht und da bohrt und dann schiebt einem dem Pferd irgendwer so eine Schwimmente, auf der ein Apfel drum liegt, dem Pferd hier. Und das Pferd versucht immer, diesen Apfel da zu essen und schafft es nicht und schiebt immer die Anden wieder weg. Ja, das stundenlang passiert das. Habt ihr gewusst, dass das Absicht ist? Also auch um hier den Wissenschaftsaspekt nochmal reinzubringen, habt ihr gewusst, dass die Apps mit Absicht so programmiert sind? Ach so. Dass du Ja. wie bei so einer Slotmaschine, wie bei so einem Glücksspielautomaten, abwechselnd gute und schlechte Sachen sägst, weil die das süchtig macht, weil du denkst, hinter dem nächsten Post kann wieder was Schönes Genau. sein. Ja. Das ist eine kleine Randinformation. Ja, Wissenschaftspodcast. Wobei Negativität ja immer viel mehr noch gepusht wird, Ja, weil es die Leute noch mehr fesselt. Leider. leider. Naja. Auf Platz 2 der Dinge, die ich absolut nicht im Griff habe, ist rechtzeitig ins Bett zu kommen. Ich denk mir immer, heute gehst du mal früher ins Bett. Ich schaff's nicht, weil es ist immer so, selbst wenn ich weiß, ich hab heute überhaupt nichts vor auf Nacht. Null. Gar nichts. Und ich denk mir, ich muss jetzt eigentlich nur noch duschen und ins Bett gehen. Das dauert ewig. Das dauert ewig. Da wird hier ewig im Bad noch verdritschelt, da wird sie hier noch irgendwie die Nagelhaut zurückgeschoben, dann wird sie hier doch noch irgendwie, keine Ahnung, eine Gesichtsmaske aufgelegt, dann wird sie noch geföhnt, dann werden sie noch hier Mitesser ausdruckt und auf einmal sind 2 Stunden vorbei. Und dann denke ich mir, ach so, bin ich jetzt doch nicht früher ins Bett, obwohl ich locker Zeit gehabt hätte, früher ins Bett zu gehen. Naja, Fühle ich ja. muss nichts machen. Und das geht irgendwie auch einher mit Platz 1 der Dinge, die ich überhaupt nicht im Griff habe. Und das ist die Zeit, die ich brauche, um mich fertig zu machen, die richtig einzuplanen. Es ist wurscht, wie viel Zeit ich mir einplane, um mich fertig zu machen. Ich bin nicht fertig. Wenn das 3 Stunden sind, dann artet halt die Pflege wieder so sehr aus. Oder es werden dazwischen dann wieder doch noch andere Sachen gemacht, gescrollt, am Waschbecken lehnend gescrollt, statt dass man weiter tut. Dann bin ich halt nicht fertig. Das ist nichts machen. Also bitte, holt's mir einfach immer 10 Minuten später ab, wer ausgemacht. Danke. Passt. Ja, aber du bist trotzdem pünktlich normalerweise. Also, das weiß ich nicht, wie das dann Hand in Hand Ja. gehen kann.
Ja, das Gute ist, wenn wir zwar uns treffen, weil wir wo hinfahren, Dann bin ich dann noch schminken da. wir uns nicht. Ach so, ja, das stimmt. Ja, das auch. Und wir schminken uns dann erst im Auto. Ja. Und schminken ist immer das, was ausartet, weil dann hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen, weißt du das eh. Und so muss ich dann mich nur föhnen und anziehen. Und da passiert nicht so viel, was mich aufhält. Ja. Die Fahrzeit wird hier effektiv genutzt. Genau. Res, was sind die Dinge, die du im Griff hast und die du absolut gar nicht im Griff hast? Die 3 Dinge, die ich absolut im Griff habe. Auf Platz 3, mein Geschirrspüler. Den habe ich sowas von im Griff. Es ist Salz nachgefüllt. Es ist Glasspüler nachgefüllt. Der Geschirrspüler wird ausgeräumt und eingeräumt zu festen Tageszeiten. Ich weiß genau, was da jetzt gerade drin ist. Okay. Und ich weiß, wann der eingeschaltet werden muss. Den habe ich im Griff. Er und ich, so. Hat's nicht auf meine Listen geschafft an Dingen, die ich nicht im Griff habe, aber passt in die Kategorie meine Waschmaschine. Auf der anderen Seite. Die habe ich überhaupt nicht im Griff. Weil da habe ich echt das Gefühl, ich kann 15 Waschmaschinen einschalten und es ist immer noch irgendwas übrig. Und wenn ich am nächsten Tag in meinen Wäschekorb schaue, ist er wieder voll. Das regt mich auf. Gut. Das ist Aber eine regelmäßige Nachricht. Ich glaube, alle 2 Wochen schreibt eine von uns, oder sagt eine, das Wäsch nicht aufhört, ob wir das gewusst haben. Ja, Warum hört das nicht auf? so nervig. Dann hast du alles weggewaschen und dann fliegt wieder Unterhosen und ein paar Socken rein auf Nacht. Dann ist Yes. wieder was drin. Das Ja. nervt. Nervt wirklich, ja. Aber Wirklich. was ich auch noch im Griff habe, ist Handtaschenbackeln. Ihr werdt's, egal was ihr braucht, ich kann aus meiner Handtaschen irgendwas MacGyvern. Da ist alles drin, was man potenziell brauchen kann. Von Schmerztabletten, Nagelfeile, Nagelklipper, Pflaster, Kaugummis, Handdesinfektionsmittel, ein kleiner Stift, ein kleiner Block, es ist dabei. Die Handtasche ist voll. Sehr Ich kann, also, es ist da. Egal was ihr braucht, ich hab's wahrscheinlich. Habe ich nicht gewusst, aber merke ich mir. Ja, stimmt, ja, wir nehmen das nie in Anspruch. Ja, schade. Und auf Platz 1 der Dinge, die ich absolut im Griff hab, ist das AUX-Kabel, beziehungsweise die DJ-Rolle, wenn ich Beifahrer bin. Ich leg auf und ich weiß, ich kann den Raum lesen und ich weiß genau, Ja. welcher Liedl jetzt kommen muss oder welche Ja. Playlist. Ich wurde geboren für den Job. Sehr gut. Schaut, dass ich mir einen Beifahrersitz sag. Ja, naja. Schaut. Naja, Naja. mein Gott. Da wird jetzt mal getauscht. Oh Gott, jetzt Im habe ich Urlaub. Leistungsdruck auch ein bisschen. Da darfst du auflegen. Juhu. Ja. Dann kommen wir zu den Sachen, die ich absolut nicht im Griff habe. Auf Platz 3 sind Einkaufslisten. Ich versuche es wirklich immer wieder, mir Einkaufslisten zu schreiben, damit ich im Supermarkt genau weiß, das brauche ich, das fehlt. Und ich denke mir auch regelmäßig, das ist Lauwarm, das schreibe ich mir gleich auf. Schreibe ich es mir gleich auf? Selbstverständlich nicht. Stehe ich dann im Supermarkt und denke mir, was war es denn eigentlich noch? Irgendwas habe ich doch gedacht, irgendwas brauche ich noch. Und dann kaufe ich lauter Sachen, die ich eigentlich nicht brauche. Und sobald ich daheim reingehe, sage ich, ach so, das ist ausgewählt, scheiße. Naja, gut. Man kennt's. Ist halt so. Man kennt's. Man muss halt einfach sofort, wenn man den Gedanken hat, das brauche ich, man muss sofort aufschreiben, weil sonst ist es wieder weg. Aber ich denke immer, das merke ich mir. Ich schreib's auf und liest dann nicht. Das ist auch gut. Überflieg's dann nur und denk mir so, ja, hab ich schon alles. Und dann, ja. Scheiße. Nein. Naja. Auf Platz 2 der Dinge, die ich nicht im Griff habe, sind Deadlines für mich selber. Wenn ich für jemand anderen irgendwas erledigen soll oder wenn ich weiß, bis da und dahin brauche ich das und das habe ich im Griff. Aber sobald es darum geht, für mich irgendwas zu machen bis zu einem bestimmten Datum, schwierig. Habe ich nicht so gut im Griff. Und dann kommen wir zu Platz 1 der Dinge, die ich überhaupt nicht im Griff habe. Und das ist heimgehen, wenn ich fort bin. Ich möchte nicht heim. Wenn wir gemeinsam fortgehen, ich möchte nicht heim. Ich möchte nur bleiben. Und ich möchte noch ein Getränk und ich möchte noch mal tanzen gehen. Ich will nicht heim. Das habe ich, also wirklich, ich übersäge den Punkt. Es ist, glaube ich, auch schwierig, mich dann heim zu bringen. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Das habe ich wirklich nicht im Griff. Rock im Park hast du ja eigentlich zusammengerissen. Gott, vielleicht lag es daran, dass mein Fuß so groß war wie ein Avocado. Keiner weiß. Das
Böse, wilde Unterstellungen, dass mein Knöchel da irgendwie komisch ausschaut. Naja. Na, ich nehme alles zurück. Du willst da offensichtlich ja nicht heim, weil du willst stattdessen lieber nur ins Krankenhaus. Ganz schön dramatisch. Du wolltest nur ein Abenteuer erleben. Ich wollte, ja, das. Und also Film muss man schon auch sagen, ich hätte, ich wollte nur bleiben. Also ich wollte nicht heim, obwohl der Deppenschuh an meinem Fuß war. Ich wollte trotzdem hier. Tag 2. War ich stolz. Anja, was sind deine 3 besten und deine 3 schlimmsten? Platz 3 der Dinge, die ich absolut nicht im Griff hab, ist Sport. Also ich bin tatsächlich eher so ich gehe raus in die Natur und mache halt aus Versehen Sportmensch. Also ich gehe halt auf den Berg oder ich gehe wandern, ich hasse das Wort, aber halt einfach nur, weil ich in der Natur draußen sein möchte oder Skifahren oder keine Ahnung was, Schlittschuh fahren, aber nicht, weil ich mir denke, oh, jetzt muss ich mich aber hier bewegen, um was für meinen Körper zu tun. Und das hätte ich gern. Ich hätte gern irgendeinen inneren Impuls, der das zu mir sagt, aber also wenn, dann ist der Impuls, ich will draußen sein. Auf Platz 2 der Dinge, die ich absolut nicht im Griff hab, sind Behördendinge. Wer hätt's geglaubt, eine Künstlerin, eine Kreative, die ungern Sachen mit Behörden etc. erledigt und alles ewig lang ausgezögert, obwohl es eigentlich voll schnell vorbei war, wenn man es dann mal gemacht hat. Ja, genau. Vorhin habe ich mit meinem Steuerberater telefoniert und hab gesagt, ja, ich habe einen richtigen Fragenhagel für die. Und dann hat er danach gesagt, ja, war ist ja gar nicht so schlimm. Und dann habe ich die anderen 2 schon erzählt, dass ich brutal geschwitzt habe. Anscheinend sind Steuern für die nicht so ein Thema wie für mich. Das ist ja gut. Naja. Augen auf bei der Berufswahl. Ja, da war er anscheinend schlau. Auf Platz 1 der Dinge, die ich absolut nicht im Griff habe, sagen wir es gemeinsam. Haushalt. Pünktlichkeit. Ihr Wichser. Was hast du gesagt, Grace? Ich habe Aufräumen gesagt. Naja, das ist ja das, was ich gemeint habe. Ich habe Pünktlichkeit gesagt. Ja. Hey, aber ich komme zu Sachen, da wo ich dafür gezahlt werde oder so, komme ich schon pünktlich. Also, oder auch zu Arztterminen komme ich pünktlich. Ich komme halt nicht pünktlich für irgendwelche Freundinnen treffen, oft. Das tut mir leid. Aber da ist dann halt oft so, dass ich mir denke, ja, das schaffe ich noch und dann schaffe ich es doch nicht und ja, es ist aber nicht Du kommst aber auch die Absicht. Du kommst aber auch bei Arzttermine ganz oft so just in time. Ja. Weil da kommen dann immer die Sprachnachrichten so, also eigentlich bin ich pünktlich, aber jetzt ist da ein Stau und jetzt bin ich wieder doch nicht pünktlich und jetzt muss ich da schauen, wie ein Parkplatz kriege und wenn da kein Parkplatz ist. Ja, Ja, du ich bin bist pünktlich. auf Sekunden Ja. bist du. Ja, Ja. das stimmt. Da komme ich rein. Aber immer mit Stress pünktlich. Ja, das stimmt. Aber ich bin trotzdem pünktlich bei Sachen, da wo ich richtig Anschiss kriege. Ja. Vielleicht müsst ihr mir öfter zusammenscheißen. Ja. Ja. Einfach dir dann nicht aufmachen, wenn du zu spät kommst. Es wirkt jetzt so, als da die 2 Stunden spät käme, weil ich immer irgendwo warten lassen. Naja. Ich mein, Naja, Dres und ich hocken sehr oft in diesem Online-Meeting-Raum. möchte ja nur sagen, liebe Wellensittiche, dass ich heute den Anruf gestartet habe. Es geschehen noch Zeichen Wir sind und bei Wunder. Folge 32. Bei Folge 32 hat sie mal gestartet. Das startet eigentlich immer Dres. Und Dres und ich, wir sind schon mal so, sagen wir fangen um 6 Uhr und dann kommen wir um 10 nach, dann sind wir immer noch früher wie sie. Ja, aber den Rat habe ich euch doch auch schon oft gegeben, dass wir mich da einfach verarschen. Ja, mach mal Du brauchst dich nicht da. Machen wir Eben. Und trotzdem sind wir aber jetzt bald du bist dran. nicht pünktlich. Sie fix. Gut, weiter. Bevor es hier Jetzt noch halt- zum Schlagen wird. Ja, jetzt werden ganz viele Diskussionen losgehen bei Leuten, die wo das zu mehreren hören, die Folge. Du bist der Anime. Nein, das ist respektlos. Jetzt habt ihr nicht so, du warst damit auch. Ja, aber so viel muss man jetzt aber zugestehen, wenn jemand bei mir unpünktlich ist, dann führe ich mich auch nicht auf.
Also es ist jetzt auch nicht so, dass ihr dann hier da kleinlich waret und abgeht hat. Also, liebe Freundinnen, wir können uns alle beruhigen. Ja, wir beruhigen uns. Okay. Vor allem, ich schätze das sogar, wenn jemand spart ist. Mir regt das richtig auf, wenn jemand zu früh ist. Also, vielleicht nicht, wenn man sich jetzt zu einem Essen trifft oder so, aber ich meine jetzt eher so, wenn jemand zu mir heimkommt und es ist halt so, wenn ich sag, ja, um Simme und dann kommt die Person um halbe Simme, macht mich jetzt wieder sauer. Ja, das ist so viel zu früh, dass auch schon wieder unhöflich ist. Ja, ich finde also am liebsten 5 bis 10 Minuten nach der Zeit. Da freue ich mich. Aber es geht schon viel zu lang drum. Okay, also was ich absolut nicht im Griff habe, ist anscheinend Pünktlichkeit, wenn es meine Freundinnen betrifft. Es tut mir leid, ich küsse alle Schnäbel. Und Haushalt, also es ist wirklich... Ich krieg's einfach nicht hin. Also ich schaff's so schnell, dass einfach alles komplett ausschaut, ohne dass ich's will. Also ich mag Ordnung auch sehr gern. Ich kann auch aufräumen. Also rein von wie das funktioniert und auch wie man schön putzt und so, kannte ich alles in der Theorie. Aber es kommt so selten, glaube ich, der innere Impuls, der sagt, jetzt muss es machen. Aber ich weiß auch nicht, ob der noch jemals kommen wird. Oder ob ich halt immer mal wieder eine Monatsmiete an Pfandflaschen wegbringe. Wer weiß. Na Das ja, wird so bleiben. wahrscheinlich. Dann nehmen wir die, wie du bist. Das ist nett. Was ich hingegen brutal im Griff hab, liebe Wellensittiche. Verena, das klingt so, als dass du mir gar nichts zutrauen, du dumme Kuh. Jetzt bin ich gespannt, was kommt. Verena ist die letzten Folgen ganz schön frech geworden. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber ich lieb's irgendwie. Ja, aber das ist passiert, seit ihr mich letztes Mal so verarscht habt für mein Pferdemädchen da sein. Oh nein. Nein, du warst vorher schon frech. Du hast Folgen vorher schon gesagt, dass ich gar nicht Freude habe. Ja, so. Verzeih, Anja, wir sind ganz ohr. Also auf Platz 3 hätte ich jetzt von mir selber auch behauptet, ist Musikauswahl, dass ich da auch auf jeden Fall den Raum lesen kann bei Partys und auch Getränkeauswahl, da kann man sich auf jeden Fall auf mich verlassen. Dann auf Platz 2 der Dinge, die ich absolut im Griff habe, finde ich, ist Professionalität in Ausnahmesituationen. Ja, 100 Pro. 100 Pro. Voll. Also, liebe Fans, ja, es ist ganz schlimm. Liebe Ihr werdt's Fangemeinde. Liebe Fangemeinde, da wo ja auch ein paar hier zuhören, ein paar Anja Bavaria-Fans, wie meine Oma sagen hat. Wehe, sagt's meiner Oma, dass ich nicht Anja Bavaria heißt, dann bin ich richtig sauer. Die soll Dinge, dass das mein Name ist. Ihr habt's mir vielleicht schon mal beim Auftritt gesehen, wo ihr denkt, oh, richtig gut drauf, die Frau. Oder auch bei Videos auf Social Media, bei Promo-Videos. Und ich hab gerade die schlimmste Nachricht meines Lebens gekriegt, und zwar 1 Sekunde davor. Ich komm gerade von der Intensivstation. Ich hab gerade eine Lebensmittelvergiftung, eine akute. Ich hab gerade noch gespielt und geh jetzt auf die Bühne. Ist so, mein geliebter Mensch ist gerade gestorben, mein Tier ist gestorben. Ich zieh durch, du wirst es mir nicht anmerken. Du merkst vielleicht ein bisschen, wenn du mich besser kennst, dann danach oder davor, vor dem Auftritt, dass irgendwas anders ist. Aber beim Auftritt wirst du nichts mitkriegen. Ja, Und Maschine. das find, Das stimmt. oder jetzt auch so wie Promo dran oder so. Also die ganze Sheo-Later-Promo, da habe ich sowas Schlimmes durchmachen müssen, privat. Da werdet ihr euch wahrscheinlich nicht gedacht haben, oh, ist die Frau traurig auf die Videos. Aber ja, das Jetzt auf einem Schwimmkrokodil einen Hang runterrutscht. ja, ich finde, das habe ich durchgespielt. Und deswegen bin ich ja absolut richtig in meinem Beruf. Ja, komplett, Auf- das stimmt voll. Das ist Ja. Kunst. Auf Platz 1 der Dinge, die ich absolut im Griff habe. Und das behaupte ich jetzt einfach, aber es wurde mir auch schon mehrfach rückgemeldet und es ist einfach mein größtes Hobby neben der Musik. Es ist Reiseplanung. Da gehe ich komplett auf. Ich bin ein Reisebüro auf 2 Haxen. Es macht mir so viel Spaß, irgendeinen Roadtrip zu planen, da
alles drumherum zu planen. Also ich bin jetzt nicht so krass, dass ich jetzt halt da hier mit einem stündlichen Plan daherkomme, da solche Leute haben ja einen Schuss nicht gehört, aber ich meine so einfach die passenden Unterkünfte, eine Aktivität am Tag oder so, die geil ist, ein geiles Restaurant oder so, geile Flüge, geile Flugpreise, da kannst du dich auf den hier verlassen. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es wird mit Hans Bavaria Reisen in Australien und auf Bali. Da freue ich mich schon sehr. Das ist auch wild, weil Das ist witzig. sie längst komplett in meine Hände. Das finde ich auch wild. Ja. Ja. Ich habe losgelassen. Ich habe zu 100% losgelassen. Ich habe auch komplett losgelassen. Das ist ja immer witzig, weil Leute sagen, boah, was, nach Australien und wo seid's da, was macht's da? Und ich bin dann immer so, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Aber ich vertraue. Aber ihr werdet ja Das wär geil. informiert. Also es ist ja nicht so, als hättet ihr nicht Ja, ja, informiert. schon. Aber Es ist ich so bin viel. dann nicht so tief drin, dass ich mir das alles merke halt. Aber ja, klar, Ja. sagen wir ja. Ich schicke heute immer so Fotos und dann so, das sind mir bald. Dann freuen wir uns alle. Das liebe ich. Es ist Ja. fantastisch. Das wird schön. Ich freue mich. Dann, meine Lieben, da die Song. Wir hören jetzt noch ganz schnell den. Wellensittich der Woche. Piep, piep, piep. Ach, leg mir doch an meiner Kloake. Ich bin aufgeregt. Liebe Wellensittiche, liebe Fangemeinde, ihr seid aufgeregt. Therese ist aufgeregt, Anja ist aufgeregt, ich bin aufgeregt. Denn jetzt geht's mal wieder um den Wellensittich der Woche. Und diese Woche hat sich doch ein Wellensittich ganz besonders hervorgetan. Das habt ihr teilweise selber schon mitgekriegt. Wir haben hier Dinge geteilt in unserer Instagram-Story innen drin. Von diesem Wellensittich der Woche Anwärter, wo drauf geantwortet wurde, uns Nachrichten geschickt worden sind mit Anwärter für den Wellensittich der Woche. Und da haben wir uns gedacht, Aschmann verscheu, wer, wenn nicht er? Denn Ben Stinson oder wie auch immer man das ausspricht, du bist eine richtig coole Socke, denn er kommentiert erstens die ganze Zeit, aber er hat komplett einen Vogel abgeschossen, einen sogenannten Wellensittich hat er abgeschlossen, denn er hat sich zusammen mit einem Spätzl beim Bierpong-Turnier am Rodinger Volksfest angemalt. Hat das Team die Wellensittiche genannt, hat sie dafür geile T-Shirts mit Wellensittich-Logo drucken lassen, ist beim Bierpong-Turnier, wie es sich für einen guten Wellensittich gehört, denn Wellensittiche sind ja stark beim Saufen, sehr früh ausgeschieden. Und im Bierpong ist man ja nur gut, wenn man wenig sauft. Deswegen sind wir sehr stolz auf die, dass du früh ausgeschieden bist und sehr schlecht warst und dementsprechend mehr da gesoffen hast. Und deswegen hast du es einfach mehr als verdient. Ja, er hat sogar noch gesagt, dass er dann noch rumgegangen ist und Leute dazu animiert hat, uns 5-Sterne-Bewertungen auf Spotify zu geben. Das geht nicht einmal, wenn man Ja, nicht schon gesagt, gehört hat, aber danke trotzdem. Ja, ich gehe davon aus, dass er Leute gefragt hat, die uns auch hören, oder meinst du nicht? Das hört uns ja jeder. Ich hab's nämlich kontrolliert, es sind mehr geworden. Es Okay, sind mehr das liegt geworden. am Ben. Du bist eine geile Sau. Du bist eine richtig geile Sau. Merci, Ben. Du hörst das jetzt Wir warten, bis du das gehört hast. Das gefällt mir immer besser, wenn die Wellensittiche der Woche einfach die Folge hören und dann hören, dass sie es waren sind, bevor man es einer schreibt. Das gefällt mir immer besser. Also Ben, wenn du das hörst, schreib uns eine Nachricht. Sag, danke, liebe Chief Wellensittiche, es ist mir eine große Ehre, das ist meine Adresse. Ich bin Okay, so komplett machen selber von oben bis unten vollgeschissen. wir's. Vor Freude Anja, und vor schon Aufregung. wieder, oder was? Ja, und der Ben soll halt schreiben, dass er sich voll gefreut. Ja. Das ist auch immer sehr süß, die Reaktion von die Wellensittiche, wenn dann kommt, oh mein Gott, das kann ich jetzt gar nicht Ja. glauben. Das ist so süß. Richtig, Ihr ja. seid einfach die Besten. Das Aber ihr Ihr wisst seid es wirklich lieb. Ja. Und weil ihr Wir die fre- Besten ja. seid, Wir freuen hört uns ihr voll. auch nächste Woche. Und wir freuen uns anscheinend. Anja, worauf und worüber? Ich wollte eigentlich mehr. Leute, mir geht's nicht gut. Mir ist so was. Ihr wisst es doch Wellensittiche. Ihr kennt unsere Abmoderation. Wir hören hier auf. Servus, bis nächste Woche. Mir geht's Es gerade die geht ganze nicht. Folgt Zeit so, uns. Bis dann. dass ich überdenke, so, merken die anderen das? Merken die das, was gerade in mir passiert? Merken die das? Merken die? Nein.
Bis dann, Also Leute. doch. Also, wiederschauen. Niemand merkt Macht es was. gut. Pfiat euch. Danke fürs Zuhören. Professionell ist hier in Ausnahmesituationen. Also na, sowas hörst du nicht. Voll Teufel, schalt aus das Klump jetzt.